Für Sabine Knuff ist es ein besonderer Tag. 2 Mitarbeiter vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz haben sich angekündigt. Sie werden prüfen, ob ihr geliebter Schrebergarten in der Nähe von Erlangen als vogelfreundlich ausgezeichnet wird. Ich habe über diese Aktion über eine Freundin gehört. Die meinte, Mensch Sabine, das wäre doch auch was für dich. Du hast doch so einen schönen Garten, du hast viele Vögel. Und willst du dich da nicht mal bewerben? Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ziehe ich es durch. Sabine will noch ein paar letzte Handgriffe erledigen. Ihre beiden Enkel David und Marcel packen mit an. Guten Morgen, Marcel. Zuerst reinigen sie die Vogeltränke. Es wird richtig braun, das Wasser. Alles klar, wunderbar. Sehr schön. Noch ein bisschen. Was die 3 da mit seinem Badezimmer machen, So reicht es. wird vom Rotkehlchen nebenan argwöhnisch beobachtet. Sabine liebt Vögel schon seit ihrer Kindheit. Wir hatten unheimlich viele Vögel in unserem Garten. Und die waren also wirklich handzahm. Die haben uns wirklich die Hände mit Sonnenblumenkernen, die haben sie leer gefressen. Und kamen dann mit ihren ganzen Familien zu uns auf den Balkon. Und das war so schön. Und dadurch habe ich ja eine ziemliche Liebe zu Singvögeln bekommen. Und habe dann eben in den 70er Jahren gesehen, wie schnell solche häufigen Arten dann doch weniger werden. Und das hat mich sehr erschreckt. Eine europaweite Studie bestätigt Sabine Knuffs Eindruck. Zwischen 1980 und 2016 ist die Individuenzahl aller Vögel um rund 1/4 zurückgegangen. Arten wie das Braunkehlchen oder der Baumpieper sind in Bayern mittlerweile stark gefährdet. Deshalb haben Naturschützer das Projekt Vogelfreundlicher Garten gestartet. Das Ziel: Gartenbesitzer sollen mehr für den Artenschutz tun. Wichtig ist, dass Vögel ein reichhaltiges Nahrungsangebot haben. Sabine setzt deshalb noch ein paar Pflanzen. Ihr Plan ist, wenn sie viele Insekten mit Pflanzen anlockt, dann hilft das auch den Vögeln. Denn die füttern oft ihre Jungen mit Insekten. Ich habe natürlich wie jeder, der mit Gärtnern anfängt, erst mal angefangen, in den Gartencenter zu gehen und die ganz normalen Stauden zu kaufen. Und das funktionierte irgendwie überhaupt nicht. Es kamen keine Insekten, aber dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass ich ja vielleicht mit diesen einheimischen, aus der fränkischen und der Umgebung stammenden Pflanzen sehr viel mehr Glück haben könnte. Und dann ist das so bunt geworden. Sabine pflanzt Bergminze, ein heimischer und insektenfreundlicher Dauerblüher. Und Astern, für Bienen mit ihrem Nektar eine beliebte Nahrungstankstelle. Wichtig ist eben auch, dass es vom Frühjahr bis zum Spätherbst, Winter immer blüht. Einfach damit die dann auch immer was zu fressen haben. Bienen summen hier neben dem seltenen Segelfalter. Auch die blau-schwarze Holzbiene schaut vorbei. Mit den Insekten kommen auch immer mehr Vögel. 20 unterschiedliche Arten, wie zum Beispiel der Eichelhäher. Ein solcher Garten macht eigentlich das Verreisen unnötig. Ich erlebe hier so viel, ich erlebe hier oft mehr als jetzt inzwischen auf Wanderungen. Die Tiere, die Pflanzen, das alles, das ist ein Teil von mir. Und ich möchte das nicht missen. Doch was werden die Prüfer zu Sabine Knuffs Garten sagen? Thomas Fied und Anke Wagner nehmen ihn unter die Lupe. Hallo, die Anke Wagner. Hallo. Na, da kommen wir zu einem Großen Kirschbaum. Gartenelement, einem Baum, jawohl. Auch mit Futterstellen und Nisthilfen. Sabine hat alles katzen- und mardersicher hoch Das aufgehängt. heißt, sie füttern auch das ganze Jahr über. Doch sie ist sich unsicher, ob man die Vögel überhaupt im Sommer füttern sollte. Ja. Es ist wichtig, dass ausgewogen und mit dem richtigen Futter natürlich im Sommer kein Futter für den Winter, kein fettreiches oder ähnliches. Das wär kontraproduktiv, aber ein paar Sämereien oder so für die Vogelarten, die das benötigen, ist schon
sicher nicht verkehrt. Für die Prüfer ist viel entscheidender, ob die Vögel genug natürliche Futterquellen im Garten finden. Und da sehen wir schon ganz viele Insekten dran. Es ist selten zu sehen in den meisten Gärten, die wir bisher so bewertet haben. Gibt es leider keine Wildblumenwiesen. Das ist schon eine schöne und eine tolle Sache und sehr wichtig für die Biodiversität insgesamt. Ja, Sabine hat einen echten Schatz gepflanzt. Entdecke ich doch mal etwas Tolles. Das ist doch die heimische Goldrute, nicht wahr? Ja, ja. Toll. Also das sieht man wirklich in einem Garten. Die Pflanze ist in Deutschland selten geworden. Verdrängt durch fremde Goldrutenarten aus Amerika. Na, wo haben Sie denn die her? Ich kenne nur eine einzige Stelle in der Fränkischen, wo ich mir die Samen geholt habe. Ja. Gut, jetzt schauen wir mal weiter. 2 Stunden begutachten die Prüfer alles ganz genau. Denn es gibt auch No-Go-Kriterien, die eine Auszeichnung als vogelfreundlich ausschließen. Es sollten zum Beispiel keinerlei Pestizide verwendet werden, weil das alle Tiere in Mitleidenschaft zieht. Es sollten keine Mähroboter, keine Laubsauger oder Laubbläser verwendet werden, weil die auch viele Tiere töten. Schottergärten sind ein absolutes No-Go-Kriterium, weil sie kein Leben zulassen, weil sie den Boden versiegeln, ohne dass Wasser einsickern kann. Über 5000 Gärten hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz bereits für das Projekt besucht. Wird Sabine Knuffs Garten die strengen Anforderungen erfüllen? So, Frau Knuff, ich kann Ihnen eine kleine Freude bereiten und Ihnen die schöne Plakette überreichen. Dankeschön. Sie haben so viele Punkte bzw. Federn erreicht. Ich hätte Ihnen auch 2 Plaketten überreichen können. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Alles Gute. Danke. Schöner Garten. Ich hoffe, dass ich viele anstecken kann, auch mehr für die Vögel zu tun, mehr zu pflanzen und nicht nur eben im Winter zu füttern. Das reicht einfach nicht mehr. Die gute Nachricht: In Deutschland gibt es etwa 17 Millionen Privatgärten. Noch viel mehr Menschen können Vögel in ihre Gärten einladen.